Kinder, habe ich Ihnen falsch für die Kinderstunde gelehrt? Ja, Mama, ich komme ihn auswendig. Und du, Hanna? Wie von der in der Kinderstunde proben wir die 10 Gebote der Paste auswendig können. Wir haben ja in der letzten Kinderstunde die 10 Gebote auswendig gelehrt. Und wer von der alle 10 Gebote absagen kann, der kriegt eine Überraschung. Ach jo, stimmt. Dort vertelt die Mama all. Kostet ihr dann alle auswendig? Ja, bloß das zweite Gebot, das ist so lang. Und da komme ich immer dahin unter. Die Soße, die können Kerzenbild, die Soße, die können Kerzenbild, die Soße, die können Kerzenbild nach Ödlichnis merken. Und dann auch von dort wird im Himmel bouillon oder wird von abbeirrt, oder wird von in dort Futter in der Erde ist. Knallt sind nicht verdammt und deinte nicht. Ich allein sehe der Heiligen Gott und mit keinem anderen Taub. Ich bestrafte Furasch der Sinn und der Kinder, bet abgrautsinger und urgrautsinger, und der jähen mich schaffen. Und blieb trühartig mit meinen Leib für diese Generationen, da der, was mich gut sind, und um meine Geboten leben. Wow, hast du alle Gebote ganz auswendig gelehrt? Ja. Dort ist Jesaja Fan. Du hast ein gutes Verstand. Wenn du die anderen Gebote auch so gut kannst, wirst du den Preis bestimmt gewinnen. Ich hab dort dieses die Kerzenbild nach Ödlichnis merken. Die Papa, was bedeutet die Bild eigentlich? Da wir dann auch keine Bilder merken, in der unter Wand hängen. Wenn wir diese Bilder dann anbeten oder die deuen, dann darf wir dort nicht. Wo kann man dann ein Bild deuen? Das hängt sie doch bloß ran. Man muss dort nicht zu essen oder trinken bringen. Das stimmt. Mit deuen ist hier ein religiöser Dienst gemeint. Also so viel als dort zu verehren. Das Gebot verbietet uns, irgendwas Gemerkte zu ehren. Krieg wem und bloß den Schöpfer allein verehren soll. Darf man dann schöne Wundbilder von Menschen abhängen? Warum nicht? Solange man für dich keine Opfer bringt, für den nicht auf die Knie fällt. Aber man verehrt die Menschen doch damit. Ach, dort Dummheit. Ganz arg von euch, Philipp. Euer steht die über wenn die erst gestern ein Wohnbild von so einem Footballspieler abgehangen hast? Nicht bloß von so einem Footballspieler, von Mosta Gracia, dem besten Footballspieler von der Welt. Und Hanna hat mir gestern den ganzen Tag dort gebaut fähig sei. Die sollst die kein Jatzenbild mehr und die sollst die kein Jatzenbild mehr. Gut, so, ich habe bloß auswendig gelehrt. Philipp, du sollst dir das Gebot aber wirklich zu Horten nehmen. Wenn wir Bilder abhängen, um unseren Wohnschmack zu merken oder um bekannte Menschen in gute Erinnerung zu holen, es wird anderes, als wenn man seine Wegen mit Bildern von Stars oder sowas Schmack merkt. Das kommt wirklich über die Jatzendienst. Was meint ein Star überhaupt? Das sind Menschen, die von der ganzen Welt angesehen und verehrt worden. Und alles, was sie sein oder tun, das die Welt auch. Aber Papa, das ist ja doch ganz anderes. Die kostet zweite Gebot doch nicht mit meinem Wohnbild betiteln. Wen wird bist du so sicher? Na ja, ich bete dir nicht an. Na, ich habe Angst, diese Bilder wollen obwohl dein Leben, deine Wünsche und deine Ziele in andere Gläsen bringen. Die wollen bestimmen, was dir wichtig und was in deinen Ohren reich ist. Vielleicht wollen die Bild sogar dein Aussehen verändern. Die können sogar dazu führen, dass du den Glauben irgendwann abgibst. Nee, das glaube ich einfach nicht. Mir wird das nicht passieren. Was hat Football überhaupt mit meinem Glauben zu tun? Das geht hier nicht um das Football, wenigstens nicht um das Spielen. Du gehen habe ich nicht. Das geht hier um eine Frau, wofür brennt dein Hort? Du wen sollst du vorsichtig sein, Philipp. Mir wird das auch nicht passieren. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit, was wir vorhin. Ich möchte Ihnen allen noch eine kleine Geschichte von einem Wutterpiet vertellen, was mir gerade beifällt. Na, Dankeschön. Und die Geschichte wird Morris, dann fängt der Tag Fan an. Dichtbij van de grote Heuweboy blitzt den Donner in Regen dat Seier. Bald schält al ein großer Strom durch den Wald. Ach, aber hier, Gewitter. Dort wollt den Riefhammer so ab. Da haben so ganze Wutterschwinsch. Und dort trübbelt meine Näs. Ich mach klare Wutter um die Wände schwarm. Wo zeigt der Telefon? Oh, hier vor.
kommt ab der Boy, wo Johnny vorbestellt. Boho, hast du nicht gehört, was Nemo sagt? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Busig, soll tau, dass du den Riefer verlässt. Hallo Twiga, Sicherheit dort gehört. Und ich guck auch, dass die anderen dort tun wollen. Das ist sehr wichtig für dich. Aber ich sehe anders. Ich kann schwammen, so ist ein Fisch. Ein einziges Mal sehe ich leider ein Wutter aus abgeiert. Dort ist, wenn ihr anstrengt, geschwammt, aus der Gun. Und ich guck auch wirklich, dass die alle auch das hören wollen, was Nembo sagt. Ich geh nu los. Aber du, Boho, sollst tau sein, dass du das selbst siehst. Ich hatte keine Zeit lang mit dir zu reden. Hoffentlich warst du vernünftig. Stimmt, du kannst ja nicht schwammen. Schwör die bloß. Ich guck bloß, dass das nicht hören, ob das hört, was ich hier. Das ist so schrecklich, ich sehe. Te wissen, wat für ein guter Schwammer er wird. Der Boho bat ab den Grund vom Riefer ein Dach, wo schmackt das Blitzen durch die Blätter von der Wutterwörtern ützet. Plötzlich hat Boho den Eindruck, als wenn Arm von Heng ein großes Tier nur schubst. Abhören, oh, du bist, Boho wird plötzlich auf eine Seite gedreht, Rollraum und Warraum. Bang, er sperrt wohl schrecklich seine Hinterbeine weit ein. Er wird bloß rumgekriselt und Wutter. Meist holt seine Luft wird durch in die Wald, der Krach in seine Langrüte gepresst. Dort fühlt sich so, als wenn ab am saß Elefanten gleich rumtrompeln deuten. Er versteht plötzlich, dass die Warnung auch für ihn gewasst wird. Er wird ganz in der Wutter, ganz meid gehabt keine Luft. Dabei schluckt er war viel Wutter. Er host und priest und kann nicht mehr denken. Der Antilop, der in der Boy hoch über den Strom wir, sah, wo Boho du Band rumgeschmissen wird. Er kam hoch und versuchte schwamm, knallt aber Fuß mit dem Korb ab ein großer Stein. Und dann schmiert der Strom am Abend eine Drehe stehen. Du liegt er dann ganz still. Sein Kopf liegt auf einem großen Stein. Doch, dort Wutter kam immer höher und dort kam auch Batur, wo Boho liegt. Mit einem großen Schrei sagt Dick, wo die große Näsleiche langsam ihr Wutter ging. Dann ran sie der Boy rauf, sprung über ein paar Wutterpüttels und kam dicht bei Boho ab. Krieg, aus denen sie eine große Näs ihr Wutter ging. Busig versucht Dick, dort Wutter von Boho weich zu spritzen, dort die wenigst Luft holen können. Aber dort nützt alles nichts. Dort Wutter kam immer höher. Dick holt die Luft ab und trägt sich dann ihr Boho sein schwerer Körper und versucht, den seinen Kopf abzuheben. Doch nichts move sich. Dick kämpft so lang, bis ihre kleine, starke Beine in Bettelgrund hatten. Und versucht dort noch einmal. Sperrt sich so, dass sich der große Kopf ein bisschen abholt. Sie trägt Boho seinen Kopf noch einmal nur Hech und hat ein bisschen Erfolg. Aber Dick wusste, dass sie nicht stark genug wird, um diesen schweren Kopf lang nur Hech zu holen. Ihre Knien deuten allwei, ihre Muskeln flotterten. Und der Regen fing sich unter Bein. Plötzlich hielt sie wem kommen. Dann spratzt dort. Auf und sie kann Dick die Beine von dem Jirub Twiga. Dann nahm der schmacker lange Holz das Gewicht von ihren Schultern. Dick versägt den Kopf mit irgendwas abzustecken. Diesen größten Kot, ich war in der Woche seine Kernlei. Armer Boho, das ist ja schlimm mit dem passiert. Der Jans hier wird sich nicht an die Warnung kümmern, kommt in große Schwierigkeiten. Jeder eine hat gehört, so aus Nembo Brillen deut. Radjünt. Und wer dort gehört hat, ist nu in Sicherheit. Aber wo ist jemand der andere, der nicht dort gehört hat? Ich habe viele gesehen, die von den riechenden Strom mitgeritten wurden. Die haben sicher alle ihre eigene Ursachen gehabt, woran die nicht auf das Warnen gehört haben. Und sie haben gedacht, dass das besondere Ursachen gewesen sind. Oh, check mal, wo hol mir langsam die Ohren auf, ein Haarjund. Ja, den geht das scheinbar gut. Hast du gesagt, gut? Na ja, in so einer Umständen. Boho, hast du gehört, was Nemo sagt? Oh doch, ich dachte bloß für seine Wutterpier geld dort nicht. Danke, Papa, das war eine schöne Geschichte. Philipp, gefällt dir das auch? Ja, aber ich glaube danach, dass er mit der Wohnbälle was anderes als das Jatzendeins. Und ich glaube nicht, dass er mir irgendwo schulden wollen. Ja, für Philipp gilt das nicht. Ach, Hanna, sieh mal das nicht still. Nu stritt ihr nicht bloß. Los, wir haben nicht mal viel Zeit.
Na, Philipp, wo wie die Wagen ein? Ja, ganz gut. Wirst du waren die Sonntagsschule? Dat ihr du hebt om mijn hand slapen laat. Was hast du gestern getan? Uitgeschlafen? Ach wat, onze voetbalgroep heeft gestern Nacht gespeeld tegen anderen. Dan is dat niks man uitgeslapen. Stel die maar voor, we gaan 3-0 gewonnen en de touwtjekken gaan dan alle gezongen. Die zijn de beste, la 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 la. Ons hart slaat plus verdiend, ons hart brandt plus verdiend. Die zijn de beste, la 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 la. Dat fijn, dat wil ik hier zijn met bij was. Wir spielen gestern eben auch mit der Sonnenschule Football, aber dort ist natürlich von ganz anderes als ein Sonnengruppe mit zu spielen. Mit seinen reichen Footballkleider und so, mit seinen jubelnden Touwtjecker. Mein Papa will mir das nicht lassen. Krieg wegen so einer Footballgruppe meistens um Wegen gespielt, wenn wir nur die Quart machen. Da, Felix. Hallo Philipp. Reg je krak über Football? Hallo Max, van wat saß? Vielleicht über der Senderschule, die Bibel oder das Wort. Wir hier ab damit und sei mir lieber aus den neuen Stickers zum Amtischenhaus. Ich hol 120 doppelt. 120? Hoch, der Grün. Ja, aber wir fahren immer noch 200 Stück. Du bist du ein reiches Unglücksfall. Ja, das Schlimmste ist genau, dass mir die Stickers von Mosta Gracia fehlen. Irgendwo ist den Sticker so selten. Du bist ich den unbedingt haben. Mosta Gracia? Ja, den habe ich mir gestern angetischt. Ich will gestern nämlich irgendwo, wo die so was antischen deuten. Mir fehlt den eben nicht, aber ich dachte, den würde ich sicher irgendwo brauchen können. Gleich bag ich mir den an meine Wohnt oder so was. Na, dann hast du gleich gehört, Philipp. Gegen was für ein Sticker, was du denn an Eitisch magst? Ich will den gar nicht antischen. Ich denke, ich kann meine Stuhl mit den ganz schmack uitpacken. Oder mein Schaubild. Ich hör mal, Max. Ich habe mir auch Klampes löschen voll Stickers gekauft und der Hoffnung, einen Sticker von Mosta Gracia zu kriegen. Aber ich habe immer Pech. In Antischen kann ich den auch nicht. Ich würde die 10 Stickers geben für diesen einen. 10 Sticker? Ach, aber was soll ich mit dir? Für 10 Euro will ich dir den vielleicht geben. 10 Euro für einen Sticker? Philipp braucht ja den nicht nehmen. Er kann sich von dem Geld noch mehr löschen für Sticker kaufen. Aber bei seinem Glück wird er noch 20 Euro ausgeben, weil er sie Mosta Gracia kriegt. Und wieder dem kann ich den auch Geld plus Salz verbrauchen. Schau, ich komme unter meine Klaus. Ach, Max. Gib mir den Sticker, die kostet 10 Euro Han. Philipp, bist du dumm? Die schwammt zum Geld oder was? Dann wenigstens habe ich den endlich. Das will ich hoffen, nu los. Dann gib mir nu den 10 mal her. Der Pankirchen schmeckt mir Passage schon. Jana versteht Sinne schon nicht zu merken, so ist die Mama. Oh, danke für das Kompliment, Hanna. Für dort kommen wohin? Für das Kompliment. Wo das dort? Dort werden die niedliche Wehe, du Eva, wo schön die Mama ihre Pannkuchen schmeckten. Wenn man einem Menschen sagt, was man gut beanfängt, am Arm durch dich frei zu merken, nennt man dort ein Kompliment. Ach so. Kluge mir ja. Wie dort auch ein Kompliment? Ja klar, aber das halt Kompliment. Ein Kompliment noch. Papa, was war wir sind und tun? Papi, wo waren nur zeigen han? Keine schlechte Idee. Wir wollen mit Mama darüber reden. Aber dann nehmt ihn bitte mit. Da musst du über dich abstunden, wenn wir fahren, weil wir bald Frühstück auf einer Träg sind. Ist gut. Ich brauch unbedingt noch so eine reiche Footballkleider. Irgendwo in Shop sind die so dir. Wie viel Geld hast du also für Tup gespart? Kann Jimmy vielleicht die Kleider kaufen? Wollt wie du so eine Fang war, nicht so? Habe ich nicht bereit, dass du für dort von den Taschengeld sparen musst? Ja doch, aber dort ist gar nicht so einfach.
wofür hast du all den Taschengeld ausgegeben? Jeden Tag. Alle Stickers haben mir so viel gekostet. Ich habe so viele Löschen voll gekauft und am wichtigsten für mich immer noch. Du gibst aber nicht all den Taschengeld für Stickers aus. Eigentlich nicht, aber im letzten Monat hat das halt für nichts anderes gekriegt. Scheint sich so, diese Bilder bedienen die sehr viel, nicht so? Du sollst die kein Kerzenbild merken. Sieh still, Hannah. Ja, für Philipp gilt das nicht. Ich hier mal ab. Das ist aber mal der Eva nur denken, Philipp. Für dort wird die so reut best Geld durchgegeben, weiss, wofür die Sachen bedienen tun. Kommt dort nicht allmäß bei Kerzendienst, wenn die so viel Geld ausgibst, um Stickers zu kaufen? Viel von so wenig Taschengeld? Philipp, wenn du mit so wenig Taschengeld nicht umgehen kannst, warum soll wir die mehr geben? Das nächste Taschengeld wird die nie gestrickt, damit du lernen das, mit das Geld sorgfältig umzugehen. Was? Ein Vollbuklerer kriegt dann ja nicht? Nee, das bleibt dabei, dass du für selbst sparen musst. Oh, Philipp ist aber sauer sehr. Hoffentlich beruhigt ich bald weiter. Hat sie keine Geschichte mehr am Kopf? Vielleicht habe ich auch ein bisschen an Evaluation geredet. Mama, wanneer ich Philipp nur endlich von der Schule hüß? Eigentlich würde er langsam hier sein. Ich weiß nicht, wo er so lang bleibt. Oh, dort muss Philipp sein. Ich kann auch merken. Hallo Philipp. Mensch, ich habe lange auf dich gewartet. Wo wirst du bloß? Ups. Was ist die bloß? Deine Haare sind ja krack so aus wie den Typ von ab dein Wundbild. Danke für das Kompliment, Hannah. Aber das Typ hat einen Namen. Klar, aber den habe ich gar nicht gedacht. Mama, gib mir nur Philipp. Jo, dann komm mal her in die Tjeknen. Komm, Philipp. Jo, ist so gut. Du lässt mich los, Hannah. Ich kann allein gehen. Oh, Philipp. Wer bloß hat die so den Hof geschnitten? Wer saß aus der Hofschneider? Aber ich dachte, du hast den Taschengeld all ganz verbraucht. Jo, ich habe mir noch ein bisschen von Felix gelegt. Wenn ich eine schöne Footballtüre kriege, muss ich wenigstens den Hof geschnitten haben. So, machst du dort? Und wovon wirst du deine Schulden betun? Vom Taschengeld. Irgendwann krieg ich hoffentlich wieder ein Bett. Bestimmt, das fragt sich bloß, wofür das dann auch was sein. Sie ist nicht schwierig, wo Papa dort zu sagen wird. To was? Zu deine aufgeschnittene Haare. Und zu deine Schulden, Philipp. Magst du eigentlich, dass du süchtig geworden bist? Süchtig? Nu was? Deine läuft im Football und vor allem nur diesen einen besonderen Footballspieler als eine wahre Sucht. Du hast den Geld verübt, merkst sogar Schulden und nu veränderst du sogar den Utsein für dort. Und du lässt deine Eltern weh. Das ist ein Footballstar auf einen Namen, Mama. Ich weiß, für mich ist das bloß ein Mensch, das in jeder andere, ein Krieg sein, sind ja Mensch, das in jeder andere. Womit hast du das bloß verdient, dass du sein Bild an deiner Wand hängst, den ganzen Geld verütgibst, um ein kleines Bild von ihm zu kriegen, und nu noch deine Schulden merkst, um so ut zu sein als heu? Was hast du die vergeudet getan? Kannte die, läuft die, bedienst du am Wort? Ach, Mama, du und Papa, die verstehen mich einfach nicht. Das war so dolle nix. Die Mama ist total schlimm, dass Philipp sich die Haare aufschneiden lässt, und sind doch Schmuck für ihn. Ach, Hannah, die Haare sind ja nicht das Schlimme. Das wirkliche Problem ist doch ein anderes. Was ist denn das Problem? Sag mal, Hannah, wem gehört dein Hort? Dem Herrn Jesus. Und warum gehört ihm dort? Ich habe ihm dort geschenkt und möchte, dass er immer in meinen Horten wohnt. Und warum hast du ihm dort geschenkt? Wegen er mich läuft auf, so sah, dass er für meine Sünden gestorben ist. Und du sag mal, hat Philipp sein Hort nicht auch dem Herrn Jesus geschenkt? Doch, für 2 Jahre ab und ich hing auf Freizeit. Er hat mir ganz begeistert davon vertellt, dass er das Haus kann. Und redet er von der auch noch so begeistert von dem Herrn Jesus?
Nee, von dem redet er meist bis noch über Verbot. Von Jesus redet er gar nicht. Sitzt du, Hanna, dort es Krieg dort Schlemme, dort Philipp sein Hort und dort Football verloren hat? Du meinst, Jesus wohnt gar nicht mal in sein Hort? Glaubst du, dass der Herr Jesus will sich in Hort mit irgendeinem Footballspieler dauern? Und wann der noch so einen großen Namen hat? Du kannst doch die Tieren geboten. Wer ist das Erste? Ich sehe den Herrn, den Gott, die so schöne unsere Jätter, bezieht mich an. Aber Philipp sagt ja doch, sein besonderer Footballspieler ist nicht sein Gott. Und doch nimmt er sein ganzes Wort an. Du bleibst für den Herrn Jesus schön Rühmeier ewig. Und wenn ein Footballspieler auf dem Platz ist, wo eigentlich der Herr Jesus sein soll, ist er da nicht so weit außen auf Gott? Doch. Aber dann steht ihr dort so schlimm mit Philipp, Mama. Jo, und ich habe Angst, dort wird noch schlimmer werden, wenn er dort nicht Bild ansieht. Wie soll Meier für ihn beten, Hanna? Trek der Hund die Wehr hier in mein Hort, Tag noch dort brennen, Läufer hat verdient. Alles wird klar, die Rechnung uns die, in die uns will für immer sein. Du bist dort leben in der Frieden Traum, die merkst dort diese Mine soll uns da. Wir loten dort von der bei den ersten Vers. Ich möchte Ihnen von der eine Geschichte vertellen, die für mehr als 3.500 Jahre passiert ist. Kann ich Ihnen dann feststellen, an wem das dann geht? Abraham? Nee, Lukas. Der lebt ungefähr für 4.000 Jahre. Mose? Richtig, Sophie. Dort geht Mose. Wie du glaubst, wir haben die letzten Sonntag mit über Mose gehört und jeder von der einfach wieder. Krieg so ist es, aber nu sieht bitte still, nu red bloß ich, aber zwischendurch darf ich mich auch noch halten, aber bloß wenn ich wird Frau. Je kann jün sicher noch denken, dass Mose ab dem Berg herabgegangen wird, um mit Gott zu reden. Wollt ihr noch, wo lang er wach bleibt? 40 Tage. Richtig, Philipp, dort wären 40 Tage. Jesua wird in dieser Zeit auch boven ab dem Berg. Schließlich ging der Bär drauf. Was hat Mose dabei in der Hand? 2 Stunden zu viel mal die geboten. Krieg. Mose und Jesua gingen dann vom Berg rauf. Sie wären bestimmt auch nicht schwierig, wo das Volk in der Zwischenzeit dauert. Dann hielten sie ab einmal irgendwo. Erst wird es still, dann wird es langsam leider, je nur sie kamen. Jesua meint, das wird ein Kriegsgeschrei, ein Siegesgeschrei, vielleicht auch ein Geschrei von einer Niederlage. Er kann dort nicht so reich einschätzen, aber Mose erkannt, was das wird. Ich mag mit Ihnen mal was ausfangen. Ich habe hier eine Abnahme mitgebracht, die hier sich meist so aus dort, was Mose und Jesua damals gehört haben. Ich werde erst bloß ganz leise aufspielen und dann immer ein Bett Lieder, bis ihr reden könnt, was das ist.
Also die hitzig zuerst ein Fußballplatz. Gut, Lukas. In Bonland muss dieser Ort von singen. Das ist ein Wechselgesang. Erst die Menschen ab der eine sieht, dann der von ab der andere sieht. Die kannst du aber gut uit, Sophie. Krieg, dat wie ein Wechselgesang, ganz ähnlich so aus von der ab ein Fußballplatz. Mose sagt also zu Jesua, hier ein Wechselgesang. Und aus sein Nurekheim sahen sie das Volk, wo das lebendig ram das Bild von einem Kolf dons in sich das Scheingehen leuten. Dann wird Mose dal, und scheinbar hat er seine Beherrschung verloren, wen er neben der Steine, wo Gott beschrieben hat, und schmeute ab ihr, dort die ganze Verbrühung. Was meint ihr, woran wird Mose so dal? Wird dort wirklich so schlimm, dass die Menschen sich ein bisschen ihre Zeit vergnügen und ram ein goldenes Bild hüpfen, so als kleine Kinder? Und wird es sicher langweilig in der Wüste. Und dann könnt ihr sie auch ein bisschen Spaß haben und sich die Zeit verdrieben, oder? Aber der haben dann doch keine Kopf und Gebet. Und sie haben dort zweite Gebot damit gebrochen, dass sich ein Jetzenbild mehr kann. Richtig, das Volk brücht Gottes Geboten. Und Mose brücht die Steintafeln ab, wo die Geboten Gottes stunden. Heu wie doll, wenn die Menschen nur so eine karte Zeit für jeden haben, wo sie Gott versprechen haben, dass sie am alle Zeit deinen in seine Geboten holen würden. Mat juk dam zijn, ob ze naar je reizen komen en gaan een kof unterbeden is, wann zo ein doodje ding hören kann. Du, sieh mal nicht so bosig. Meinst du, die Menschen sind von der Kleja? Kannst du dich noch an das Wechselgesang erinnern, was wir Juts hielten? Ja klar, aber da will ich kein Ja zum Umbeten. Krieg, da kann man dir gar nicht vergleichen. Nicht? Ich glaube ja. Check mal. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten freigemacht und durch das Tode mehr geführt. Er jäuf die 10 Geboten und versprach in ein wunderbares Land zu führen. Und nu will er, dass ihre Horten bloß noch für arm schlunen sollen. Wie dort zu viel verlangt? Gott hat viel Leute bewiesen und will, dass diese Leute auch bewiesen deuten. Du werden, seht er, ich sehe den Gott, dieses kein andere Jata besieht mich han, und auch dieses den kein Jatzenbild mehr um dort anzubeten. Und was deutet Volk? Sie mögen sich mit einer Hang ein Bild und sagen Dankesleiter zu dort. Nu sag ich mir, was hat das Kolf für dort Volk getan? Hat das Kolf geläuft? Klar dat nicht. Aber Gott hat sein Volk geläuft. Hat das Kolf dem Volk was Gutes getan? Nee, das kann nicht Gutes tun. Das wir je bloß ein doodje denk. Und was hat das mit dem Fußball zu tun? Das geht mich von der auch gar nicht am Football und Oliver hab's nicht am den Ball. Ich spiel ja selbst gern mit. Aber guck mal, Gott will, dass Menschen vernünftig handeln. Er hat uns geläuft und will, dass wir amläufen. Unsere Eltern haben uns abgeläuft, haben für uns gesorgt und uns viel Gutes getan. Dann will Gott, dass wir unsere Eltern läufen und ehren. Ist doch vernünftig, oder? Aber wenn wir irgendwem oder irgendwas verehren, wem wir nicht bedienen, und der uns nicht läuft hat, ist das vernünftig? Aber wie man noch unsere viel leben, ist das dann vernünftig? Ja, das ist wem vernünftig, wegen Gott der auch läuft. Wir sollen du wegen so leben, so als Gott der läuft und Gott wünschen. Aber dort ist eine ganz andere Leib. Dort ist eine Leib, die sich über den anderen erbarmt. Redet von der, aber von der Leib, der einen anderen verehrt. Beide Menschen mag wie zwar leben, aber wir dürfen die nicht verehren. Dort will Gott auch nicht von uns. Er will aber, dass wir unsere Eltern ehren und achten sollen. Was auch vernünftig ist, wenn sie viel Gutes für uns getan haben oder immer noch tun. Das ja von der leider so viel Junges und Mädels in jüngem Alter, denen die Meinung von ihren Eltern nicht bedient, aber die Meinung von irgendeinem Fußballspieler oder ein anderer Star bedient ihnen so viel. Sie tragen sich zum Beispiel nicht so an, als ihre Eltern dort wollen, sondern so als der Mensch, der für ihnen viel bedient. Ist das vernünftig? Wer sagt und jün Bad, wenn die krank sind? Wer hilft jün, wenn die in großer Not sind? Sind das die Stars oder jüne Eltern? Klar, das unsere Eltern. Die Stars also doch nicht dauert, die kann uns auch nicht mal. So ist das. In Evans wollt ihr eigentlich, was das meint, wenn wir so ein Star haben? So eine Art von Vorbild oder so.
Nee, so ein Star hat mit ein Aufgott zu tun. So einen Star zu haben, als ein Aufgott zu verehren, dort es niemals Jatzendeins, und dort es nicht weniger schlimm aus der Jatzendeins verdreuen diesen Jahr. Und hier sich manchmal sogar ähnlich an. Der höchste Verehrung gehört Gott, wer ihn dort auch vernünftig ist. Heu hat ja uns gemerkt, heu hat uns erlöst, heu hielt uns, wenn wir in Not am Beten. Du wer ihn sollen Abend zum Beispiel auch unsere Leute gehören. Heu jaf uns sterben, dort nicht durchtau, dort wir irgendwo oder irgendwen anderen du mit verehren aus bloß Arm. Aber es gibt doch auch Footballstars, die selbst Christen sind. Du hast sogar einer, der unter seine Footballkleider ein T-Shirt trägt, wo boven steht, mein Hort gehört Jesus. Jo, man stand manchmal, wo man über alt Christen traf. Ich mag auch kein Urteil darüber sprechen. Ich hoffe, dass sein Hort wirklich dem Herrn Jesus gehört und dass der sein Zeugnis Menschen zum Glauben fängt. Aber ich würde traurig sein, wenn das Gegenteil passiert, nämlich, dass durch diesen Footballstar Christen sich dem Football ganz wenden. Aber Christen dürfen noch Football spielen? Na klar, Christen dürfen noch fortfahren, aber nicht das Hort und das Fortig verlieren. Sie dürfen Hiese haben und du ben wohnen, aber nicht das Hort du anhängen. Wie weiß man dann, wem das Hort gehört? Der Herr Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, du wirst auch dein Hort sein. So einfach ist dort. Ans Hort ist bei dem, was ans Meier bedient, als all das andere. Der Herr Jesus sagt auch, du kannst nicht zwei Herren dein. So ist dort hier auch. Ans Hort kann nicht für Jesus brennen, wenn dort all für irgendwas anderes brennt. Dort bedient, das Hort kann nicht zur gleichen Zeit für Jesus und für den Football brennen. Und wenn dort für den Football brennt, brennt dort nicht für Jesus. Weil wir nu noch einmal das Leute stecken an den vier singen. Steck doch an die vier Haar hier in mein Hort, Tag macht dort brennen, Leute hart verdient. Alles, was ich kann, gebe nicht uns die, denn ihnen uns will ich für immer sein. Du bist dort Leben in der Frieden Traum, du merkst dort diesen, meine Sorge da. Du hörst mich beten, hab sie dolle Not, Jesus mein Heiland, mein Herrn Gott. Mama, der Nudeln schmecken aber sehr schön von dir. Ja, kriegst du aus alles andere, was Mama kehrt. Danke, danke. Für jeden Kerl jetzt richtig schön. Ja, und deine kleine Eltern merken auch Spaß. Nicht so aus in der Geschichte, wie von den Jungen es in der Schule gehört haben. Du hast die Schüler von Elisa sich selbst Eten gekehrt und sich die Bimes verjagt. Du hast einer so gut aus wilde Gurken gepflegt in der Gruppen geschmissen. Als sie dort dann zu Eten kriegen, schrien sie die dort aus den Gruppen und können doch gar nicht eten. Solange Mama für uns kehrt, brück wir nicht Angst dafür haben. Die dürfen dort nicht verjähren, dort die Janetät eine Hungersnot im Land wird und die junge Mann nach Frau werden irgendwo zu finden, wo die Eten aussah. Wir können Gott dankbar sein, dass wir das Problem nicht haben. Wer weiß, was uns selbst ab und da springen wird. Oh ja, dort ist so. Warum ist Philipp eigentlich so still? Er ist noch einmal ganz mit dem Eten beschäftigt. Philipp, wann ihr Geschichte heute von der in der Sinderschule gehört? Der von Mose, wo heute Steintüffel verbraucht. Irgendwie scheint sich so die Hälfte Kinderstunde von der aber gar nicht gefallen. Was ist denn los? Ach nicht, ein sinnischer Lehrer hat manchmal mit von die Ideen. Bei der die Jatzenanbetung von dem Volk Israel mit dem Gesang bei einem Fußballspielplatz vergleichen und so. Aha, interessanter Vergleich. Da eben habe ich kurz was in der Post gelesen. Man muss sich mal feststellen, eine Hochschule in Schottland hat vor einigen Jahren eine Studie gemerkt zum Thema Football und Religion. Oh, wirklich? Aber Football ist jedoch was ganz anderes als Religion. Da kann man gar nicht miteinander vergleichen. Na ja, dort habe ich mir auch nicht selbst gedacht. Und die Lieder, die in der Siedlung gemerkt haben, wären sicher auch nicht besonders gläubige Menschen.
Bestimmt habe ich den Pass hier noch irgendwo. Wach mal im Bett. Hier ist der. Ich lese dort einfach mal. Der Zeit, aus Footballspielen noch mal bloß eine Beschäftigung wird für eine freie Zeit, ist für viele Menschen vorbei. Für immer mehr Menschen scheint sich so, sein Footballspiel der bei dieser Zeit helge der. Ab dem man sich den ganzen Weg überfreut. Wie ein Football bedeutet für ihn das ganze Leben. Und der wird von echten Footballspielern so aus einer Religion betätigt. Zu sein zum Beispiel ist dort an den Leuten, Kleidie und der Verehrung von Footballstars. Ja gut, das gibt du ganz sicher extreme Menschen. Aber today hier auch doch nicht. Das hört sich trotzdem aber interessant. Lies bitte noch wieder. Footballplatz oder Kirche. Aus der Hand Gottes oder das Wunder von Football. Sogar der Footballsprech ist für ein religiöser Begriff in eine Form von einer Kirche. Aber Kirche und Football ist mit einer engen Beziehung verbunden. Die Begeisterte von Football pilgern nur die Spiel, sind Stimmen in ihr volles Gesang gehen. Und ob die ihre Kleider als Werken abgenäht, Football als Religion. Ach, das muss man doch nicht so ernst nehmen. Das meint ihr doch nicht so. Meinst du? Ich lute immer jemals Tag und lese bloß noch das letzte von den Artikeln. Bleibt die Frage, wo da muss man sein, das Ballspielen von 22 verschweite Männer zu einer Religion zu erklären? Wo ist dort möglich, dass ein Footballspielplatz ein ganzes Land vor einem TV bringen kann? Dort ist Dummheit, aber wie sind du ben verfallen? Hä? Also ich habe überhaupt nicht verstanden, Papa. Die Posten wurden ja nicht für kleine Kinder geschrieben. Ich sehe nicht klein. Hast du überhaupt alles verstanden? Ja, aber dort erklärt die Luther. Papa, kann ich wirklich nicht ein Begeisterer von Football und zugleich ein echter Christian? Ist eine Begeisterung für Football immer eine Religion? Gute Frau. Ich würde sagen, das hängt zum Teil davon ab, was du loslassen kannst. Was meinst du dann? Ich vertel dann mal wieder eine Geschichte von einer Ob, die nicht loslassen kann. Das ist fan, eine Geschichte nur kost. Aber nicht, dass ich war der Ob sie. Warum nicht? Letztes Mal wirst du doch der Futterpiet. Das kommt ganz darauf an, und nicht hörst du. Perembi, der Jäger stahl im Wald seine Fallen ab. Der wird einfach uit ein Oller kosten und den wird boven ein Loch geschnitten. Perembi fällt den Kosten mit Steiner und Sand und sträht dann eine Schicht Peanuts ab. Dann verstärkt er sich her ein Struck und lüht. Meistens kommt Toto, der Ob, nur dem Kosten. Oh, wat der Käse noch schön schmecken. Was ist das überhaupt für ein Ding? Das ist so dunkel dabei. Aber das trägt noch Peanuts. Ich gleich Peanuts. Mal sein, dass meine Hand durch das Loch passt. Oh ja, das Loch ist aus Wand für meine Hand geschnitten. Da sind Peanuts bei. Ich nehme mir mal eine Handvoll Rüt. Das wird schön schmecken. Aber was ist das? Warum kann ich meine Hand nicht mehr durch? Ist das Loch kleiner geworden? Hey, Toto, was tust du da? Ich komme mit Peanuts in den Tank hier, aber irgendwo kriege ich meine Hand nicht mehr durch. Irgendwer hält du fest. Toto, ich weiß, wer deine Hand festhält. Das sind die Peanuts, du Ben. Lass die Peanuts los und du kriegst deine Hand wieder rüt. Was? Peanuts loslassen? Ich will keine aufzählen, wenn ich die Peanuts loslasse, die ich einmal in die Hand gekriegt habe. Das kommt gar nicht in Frage. Aber Toto, nimm mal Vernunft an. Lass die los und du wirst wieder frei sein. Meinst du nicht, dass du in eine Folie roden bist? Eine Folie oder nicht, ich lasse den nicht los. Ich lasse mir den nicht vorbeigehen. Und dann kommt Perembi von dem Boschfair. Er ging ganz gemütlich auf die Obtau. Wen er wisst genau, dass der Ob seine Hand nicht aufmerken will. Dafür kann er der Ob mal zu gehen. Tota reut und reut an den Kosten. Doch er kriegt seine Hand nicht rüt.
Dann holt Peremi mit seinen schweren Knäppel ut in. Oh nee, Papa, vertel die Geschichte bitte anders. Toto soll loslun. Dann wird Toto schon up sein, hast du doch gehört. Aber so ist die Geschichte traurig. Weit je, in ons Leben gibt dort viele Dinge, die so ähnlich sind, so aus des Kosten. Wir streiten unsere Hängen und holen Fuß. In manchen du bin nicht, wo wir gefangen sind, wen wir nicht bereit sind loszulassen. So eine Dinge schienen uns sehr wichtig, obwohl die eigentlich sehr unvernünftig sind, ähnlich so aus der Passierschrift. Wo da muss man sein, das Ballspielen von 22 verschweite Männer zu einer Religion zu erklären. Dort ist Dummheit, aber wir sind dann gefallen. Und wer dem Football so verfallen ist als eine Up der Peanuts, handelt so als eine Up und kann auch ein Eng nehmen so aus der Up. Meinst du, ich sehe auch so aus einer so eine Up? Diese Frau muss sie die selbst beantworten. Hallo Philipp, hast du al gehört? Nee, wo dann? Den Footballstar ist tot. Ach wat, Max die Dams? Nee, gar nicht. Der ist gestern an Tag geworden. Ein Tag? Von wem dann? Von den Plizen. Warum? Was hat er getan? Der hat doch so viel Geld getan. Ein Teil von seinem Einkommen hat er nur arme Wesentchen in Indien geschenkt und so. Ja, so heute immer. Dort ist nie vom Tag gekommen, dass der Gang ein Drogenhändler wird. Was? Das kann nicht sein. Muss wohl aber doch stimmen. Da ist nämlich ausgeplaudert, was er bei seiner neuen Freundin wird. Und er hat den dann verklärt. Bei seiner Freundin? Muss der Gracia auf die doch eine Freund von Kenia? Ja, der hat heute Seiten gelohnt und ist mit seiner neuen Freundin ausgeklebt. Das kann nicht sein. Der kann doch nicht Geld für Westkenia nur in den Checken in seine eine Kenia verloren. Ist aber so. Wenn du mir eigentlich, dass du das noch nicht gehört hast, aber der hat am so ist gesagt verklärt. Dann gehen die Plizen der Spur nur und sind dunkles geschafft, schon fern da. Aus dem dann in seine Hotelstube zurechtstellen will, mir kann sich selbst tot. Der erste Stern fängt an, die machten an. Aber was soll ich von der überhaupt halten? Am besten wäre ich auf unser Haus. Hallo Philipp, wat ist du also tidig thuis und warum bist du so bloß? Mir geht das nicht gut. Meine Lehrerschaft hat mir ein Haus geschenkt und ein paar andere auch. Warum bloß? Es beginnt eine Krankheit auszubrauchen? Nee, Muster Gracia ist gestorben. Ach so, wirklich? Ich kann erst mal in meine Stube und leih mich an. Ja, ist gut. Ich war meist für kommen, dat mir leid, ich konnte die Rutz nicht vom Ofen weich. Ja, das ist gut. Ein Drogenhändler, ein Ehebrecher, früh ein Kind verloren. Und von so einem Jungen hat ich mein Bild unterwohnt und gebe mein ganzes Taschengeld aus, um mein Bild von ihm zu kriegen. So, nu sehe ich hier. Oh Philipp, warum hast du dein Bild von der Wand gereden? Das ist Schluss, du mal. Ich will nicht mal der Dame sein, der sich an einen Starfuss hält. Und an einen Drogenschmuggler, einen Ehebrecher und einen Selbstmörder. Haf hei. Jo, haf sich selbst das gemerkt, aus der Plizen am Territ stehen will. Mama, verzeih mir bitte, dass ich so dumm gewesen bin. Jiren versagt die. Mama, meinst du, Gott kann mir heute noch mal vergeben? Ich sehe so dumm und habe mein Hart immer weiter an so eine dumme Ding. Ich will dir das gar nicht wahrhaben.
Aber nu, wo Muster Gracia dood is, wat mij klaar wat dan ik weer, met zo'n am te heen. Ik kom mijn hart om am verloren, du behoor ik tot echt Jezus geschenk. Nimmst du mich noch einmal an, har ich ja so viel getan. Gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Auf deine Lauf leg nu nicht an, ihre Grenzen ganz erregt. Denn die kost nicht mal ja fixen, wo ich dann. Gegen Tante, ihr spürst viele Schritte, weit von diesem Spiel. Ich kann zwischen uns nicht unendlich gehen. Und an jeder Stelle ohne die alle Bild so wie weit von mir. Ohne ihnen will ich wieder von dem Leid. Nimmst du mich noch einmal an, auf der Fahrer worden kommt. So estamos, so sagt ich, wie die will. Und ich damals von mich stark, und sagt deine Hand verloren, wird mir nu ihr Schmul von dir so richtig klar. Dieses war meine erste Fahrt, die das immer ist. In der letzten Gedanken quälen schlupen gut. Wenn man einer von die Gaude trägt, will ich nie wahrer Freund. In der Sohn wie beide Bahn mir nie verleiht. Nimmst du mich noch einmal an, har ich mich durch und fast. Ich gekommen in die Stadt, mich gar nicht recht. Meine Angst ist nicht vorbei, als sie waren nicht ganz tief. Dort schon wie die Tausenden in den Höchst. Dort schon wie die Tausenden in den Höchst. Die setzt also an, dat den Anhäng und Muster Gracia Jatzendeins wird. Oh, ich konnte es nun nicht mal hören. Da wir jatzen deins. Wenn ich kaum mein Hart um am verloren. Und nicht bloß ein Arm, er war halb an der ganze mit dem Football. Dat Spielen an sich als eine schöne Freiheitsbeschäftigung. Aber dort durch ein Hang ist wirklich eine Art Jatzendeins. Das sag ich erst mal nicht. Weil's die ich gut haben könnt, jederzeit, auch ab und Gas, dat Leute von meiner Gruppe Leute sagen. In einer Zeit kriegst du das Müll nicht ob, den Herrn mit den Leuten loben, ab die selbe Melodie, die Football-Leute gesungen wird, nicht so? Ach, das tut mir nicht alles so leid. Bloß wird Gott mir wirklich vergeben? Ich glaube, wenn ich Gott will, dürfte für mich keine Vergebung mehr. Dann muss ich für ewig eine Hall. Bei Gott ist viel Vergebung, Philipp. Der Herr Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Ist er auch für mein Jatzendeins gestorben? Ja, Philipp. Er ist für uns zu Sinn gemerkt worden und hat für jeder Sinn mit seinem Blut betont. Deswegen kann Gott die vergeben und die von deiner Schuld reinigen. Du kennst doch den Spruch aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht
dass er uns unsere Sünden vergeben, merkt uns rein von jeder Ungerechtigkeit. Ja, aber gilt das auch für mich? Ja, Philipp, das gilt auch für dich. Dann mach ich wieder ganz nie mit Jesus anfangen.